Hallöchen, Hallöchen. Ähm, Heute spielen wir endlich die Vollversion von The Thaumaturge. Ich habe gegoogelt, wie man es ausspricht. Bin dieses Mal vorbereitet. Ähm, ja. Ähm, ich freue mich riesig. Auch das wurde mir zu Weihnachten gesponsert. Ich wurde sehr reich beschenkt. Ich war so brav. Ähm, ähm, also vielen Dank an den edlen Spender. Ähm, und wahrscheinlich einzigen Zuschauer. Ja, ähm, dann fangen wir gleich mal an. Jetzt muss ich bloß ein bisschen leiser drehen, weil die Musik ein bisschen arg laut ist. So. Fools Theory ist ein Team aus Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen, Religionen, sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten. Unser Ziel ist es, erwachsene Geschichten zu erzählen, die Spieler zum Nachdenken und Reflektieren anregen sollen. Wir möchten darauf hinweisen, dass wir bei der Entwicklung eines Spiels, das so viel Inspiration aus der Vergangenheit schöpft, auf die Darstellung bestimmter Einstellungen und Ansichten, die heute zu Recht als inakzeptabel gelten, nicht verzichten konnten. Die Geschichten historischer Charaktere, die im Spiel vorkommen, sind eine lose Interpretation realer Ereignisse und gänzlich das Produkt unserer kollektiven Fantasie. Ja, guter Hinweis. Finde ich wichtig sowas, weil man wird doch sehr schnell gegrillt, wenn man irgendwas eine tut in Spiele, wo man eigentlich gar nichts dafür kann, weil das halt der Zeitgeist war. Ich meine, dass das veraltete Ansichten sind, brauchen wir hoffentlich nicht diskutieren. Gut. Und dass das lose zusammenhängt, finde ich auch einen guten Hinweis, weil manche glauben ja in dem Spiel, dass die Entwickler wirklich meinen, das war's. Daher guter Hinweis, immer wieder Tutti. So, was machen wir noch? Ja, ich sag schon wieder viel zu oft oder A oder U. Aber ja, ich freue mich. F wie weiter. Jetzt. Es hat übrigens dieselben Entwickler wie Frostpunk, glaube ich. Ja. So ein Merch, so auch schön. Und ja, das haben wir. Das wissen wir noch. Dann haben wir bloß Optionen. Ein bisschen die Mucke runter, weil da kriegen wir ja alle einen Affen. So, 70%. Das ist angenehm im Hintergrund. Ja. Dann trinke ich jetzt nochmal schnell was, weil ich halt schon wieder komplett trockene Goschen habe. Warum auch immer. Es ist ja nicht so, dass ich, bevor ich Aufnahme gedrückt habe, nicht getrunken hätte, aber es hat offensichtlich nicht gereicht. Eine schöne Kohlensäure, also falls ich ins Mikro gehabt, sorry. Ich will ein neues Spiel beginnen. Ich will sowas von ein neues Spiel beginnen. Oh. Thaumaturg ist dem Griechischen entlehnt und bedeutet Wunder. Ein Thaumaturg, also jetzt muss ich aufs Deutsche, ja genau. Thaumaturg ist ein Scheiße. Thaumaturg ist dem Griechischen entlehnt und bedeutet Wunder. Ein Thaumaturg oder Temperament ist ein Mensch mit der Fähigkeit, nachklingende Ereignisse an Personen und Orten wahrzunehmen. Thaumaturgen erkennen Laster, dem menschlichen Geist eingeprägte Stigmen und können sie zum Vorschein bringen. Sind sie eine Art Seelenärzte? Das Wesen eines Thaumaturgen zu verstehen, ist jenen, die nicht selbst mit der Gabe geboren sind, unmöglich. Es tut mir übrigens leid, ich bin total verrotzt, falls man das recht hört. Sorry. Ich habe alles versucht, um meine Nase frei zu kriegen, bevor ich aufgenommen habe, aber sie möchte das nicht. Und ich habe kein Nasenspray. Ich glaube, die Sequenz kennen wir auch schon von der Demo, ne? Also wir werden halt wahrscheinlich einiges von Demos hängen, weil das, glaube ich, einfach der Anfang vom Spiel war. Aber macht ja nichts. Ich glaube, es ist trotzdem nochmal cool als Auffrischung. Ich habe nämlich keinen Dunst mehr, was wir gemacht haben. Also, dass wir irgendwie einen Dämon gesucht haben, aber wie wir den For gefunden haben oder years so. I've been seeing you in my dreams.
And lately, more and more. I know it's you, but I can no longer recognize your face. I don't know if I'd recognize you if I saw you. I hope your condition hasn't worsened much since you last wrote. I can hardly imagine what a nightmare you're going through. Remember, you're not alone. I'm sure our father would be happy to help, if only you asked him. I assure you that for now, I haven't said a word to him about your search or your health, just as you requested. He doesn't know your intention, and with God as my witness, he'll not find out from me. I know you think the only thing that can help you is a miracle. But such itinerant miracle workers, preachers, and folk mystics often take advantage of those in grave condition who are desperate or seeking help. I hope the man you're pursuing can actually ease your mind. But if not, remember that in the end, we will find a way to help you. Just because we can't see it now does not mean it doesn't exist. Send word as soon as you get there. I want to know you are safe. With as much love as I have. Ligia. Ja. Genau, die Sequenz kennen wir schon. Uns geht's gar nicht mal so geil. Wir haben ein bisschen so die... Wie war das? Wir haben irgendwie so den Bezug zu unserem Dämon, den wir schon im Kopf haben, verloren oder so. Deswegen ist der so durchsichtig. For me. I'd like to send a telegram. Of course. Pardon me, sir, but are you feeling all right? Schaut jetzt so aus, als ob es ihm Yes, alright geht. Thank you. You're not looking your best. Thank you. What's your message? Ja, jetzt kann man halt in dem Spiel einen Haufen Entscheidungen treffen, also das soll ja nachhaltig dann auf uns und auf die Umwelt auswirken. Ich möchte einigermaßen vernünftig spielen, also spiele ich mit Kornstreich und diktiere mir Take this einfach down, Nachrichten. please. Arrived. I think I have found him. I hope he will receive me. I will write as soon as I am able. And payment? On receipt. Anything to add at the end? Schwester Grüße ausrichten, deinem Vater verärgern, nichts hinzufügen. Please add my love to you, my sister. Touching. From whom? My name is Viktor Szulski. S-Z-U-L-S-K-I. And Victor with a W, not a V. Interesting name. Where's this headed? Warsaw. Russia. And this is supposedly Georgia. Russia here and Russia there. Russia everywhere. On every map. Maps change. I know. Let's get on with it. Pardon? I was talking to myself. Which way to the village? The coachman is picking up the mail. Maybe he'll give you a ride. Thank you. Looney. Ist natürlich super, wenn man einen Dämon im Gepäck hat, mit dem man dann auch noch labert. Was ist das da? Ah, okay. Ich musste mit der Maus hier klicken, alles klar. Verlorener Brief. Ich habe jetzt übrigens die Zwischensequenz, die lese ich nicht mehr vor.
weil ganz ehrlich, ihr könnt's wunderbar selber lesen. Ähm, das kriegt sie, glaube ich, und ja. Aber solche Briefe, die nicht vertont sind, da bin ich jetzt ein bisschen verwöhnt von Alone in the Dark, muss ich sagen. Das haben Sushi vorgelesen, oder? Aber gut. Lesen wir mal vor. Lieber Anthony, ich habe das Gefühl, als seien Jahre seit deinem letzten Brief vergangen. Oder ist es vielleicht nur der Winter, der dafür sorgt, dass sich alles Schöne und Warme so weit weg anfühlt? Wie du dir sicher vorstellen kannst, verwöhnt mich das Leben im Exil nicht gerade. Vor Jahren wurde ich aus meiner Heimat gerissen und in ein fremdes Land voller fremder Menschen geschickt, um unter der russischen Flagge zu kämpfen. Und wie geht es mir heute? Ich lebe unter Leuten, die mich hassen. Ich bebaue das Land, das ich mit dem Blut und Fleisch seiner Söhne gedüngt habe, werde dabei krank und verliere den Verstand. Ich kann diesen Ort nicht verlassen. Ich kann nicht aufhören, in Erinnerungen zu schwelgen. Der Tod erscheint mir als meine einzige Fluchtmöglichkeit. Bete für mich, Konstanti. Bete für mich, Konstanti. Ich bezweifle, dass dieser Brief die Zensurkontrolle überstehen wird. Aber falls doch, dann sag Anielka bitte, dass der Gedanke an sie mir Trost gespendet hat. Bis zum Schluss. Ich frage mich, ob ich sie treffen kann. Das wäre eigentlich schon cool, wenn wir dann den Brief nur abgeben können. Das freut's bestimmt. So, noch ein Brief. Lieber Janko, bitte unterlasse die Adelsprotzerei. Hä? Okay. Lieber Janko, bitte unterlasse die Adelsprotzerei und hör mir zu. Zeiten ändern sich. Du kannst dich nicht mehr nur auf deinen Grundbesitz verlassen. Die Bürger haben sich verändert und man weiß nicht, wie sich alles in den nächsten Jahren entwickeln wird. Sieh dich nochmal um. Egal, wo man hingeht. Alle sprechen von Aufständen und Proletenrebellen, die mit Heugabeln und dem Adel losgehen. Auf den Adel losgehen. Wir müssen uns schützen. Baue dir nebenbei noch etwas auf. Irgendein Unternehmen, das uns ein Leben in Würde ermöglicht. Deshalb sage ich dir das jetzt zum letzten Mal. Geh zur Bank in Tiflis und nimm einen Kredit für die Hälfte unseres Vermögens im Kaukasus auf. Investiere das in das Ölgeschäft in Baku. Bald ist die Eisenbahn auch dort angekommen und die Welt braucht Kerosin. Du musst handeln. Ich werde dir alle Unterlagen und Ermächtigungen zusenden. Zögere es nicht länger hinaus. Liebe Grüße, Leo. Leo, ja. Oder Lev. Lev? Naja. Also, es wird ganz, ganz schrecklich. Tiefensicht. Als Thaumaturg verfügst du über die Gabe der Tiefensicht. Du kannst verborgene Dinge aufspüren, die Angriffe eines Feindes vorausahnen, Spuren von Gefühlen, Gedanken, Taten und Worten folgen und dein Ziel leichter erreichen. Gut. Oh ja, Rechtsklick. Schön. Jetzt haben wir da mal ein bisschen. Ja, also es zeigt mir praktisch, wo ich hin muss. Muss das aber immer wieder dann machen. Aber ich möchte jetzt einmal das Bahnhofsgebäude noch ein bisschen abscouteln. Gibt es da noch was für uns? Na. Schon verstanden. Ich soll einfach die Schnauze halten und meine Quest machen. Ja. Aber das tun wir nicht, weil da gibt es wieder was zu lesen. Der Tifliser Anzeiger. Die tragischen Geschehnisse vom 29. August werfen einen Schatten über die Stadt Tiflis und lassen sie in tiefer Trauer zurück. Die gestrige Kundgebung, auf der Reformvorschläge von Minister Alexander Bulygin erörtert werden sollten, wurde von Kosakentruppen brutal abgebrochen, die das Verwaltungsgebäude der Stadt stürmten. Bewaffnete Kosaken drangen in den Sitzungssaal ein und richteten großen Schaden an. Bei den Ausschreitungen wurden 60 Menschen getötet und über 100 verletzt. Das Volk ist über einen weiteren Fall von ungerechtfertigter Aggression gegen die georgische Nation entsetzt. Viele glauben, dass weitere Massenstreiks unvermeidlich sind. Okay. Ja, das ist der Fuhrmann. Gibt's da noch irgendwas zum Singen? Ja, ich hab's schon verstanden, er ist mein Quest. Aber auch cool, dass erst dann das Ausrufezeichen auftaucht, wenn ich da meine Sinne eingesetzt habe. Das ist eigentlich nice. Hello. Are you going to the village by any chance?
Hello there. Where else? There's nowhere to go here, sir. The station, the village, and the cemetery. That's all. A horse can't go any higher. The village is what interests me. Well, if you've got reason to be there, climb in. Ich weiß nicht. Ich dachte niemals, also sorry, das ist wahrscheinlich völlig unsozial, aber sei mal ehrlich, es ist eine scheiß Idee, jemanden, der so abgefuckt ausschaut wie mir, mitzunehmen. Weiß ich nicht, der hat doch alles dabei, oder? Also der schaut ja aus, wie wenn er sämtliche Krankheiten auf diesem Erdball hat. Also es ist jetzt nichts gegen uns als Hauptfigur, gell? Aber ich meine, es gibt andere Gründe, aber trotzdem. Der schwitzt, der tut, der macht, das ist jetzt nicht bloß ein Nässe, das kannst du mir aber nicht erzählen da. So is it just locals living in the village? Who else would want to live in a shithole like this? I actually meant, is there anyone visiting, a guest? Ah, you came for some healing. Well, he's no guest here. He's been here months, my friend. The people are tormented, so he's sure got folks to heal. Where might I find him? I bet he's still in the tavern. He prays this time of day. Oh, he prays a heck of a lot. You getting in, or what? Ja, wenn es mich nicht nimmst. Aber wie gesagt, dann braucht er auch noch einen Heiler, weißt du? Ich dachte nicht I'd be mehr, weil grateful. Always nice to have someone to shoot the breeze with. Ja, naja. Wobei, der Wagen ist ja zumindest offen, ne? Kann man nochmal vielleicht drüber wegsehen. Und was für eine Zeit spielt das Nothing eigentlich? Ich to habe see überhaupt keine around Ahnung. here. This is everything. Hard to get lost in this place. Head to the tavern over there, past the little square, up the steps. They'll tell you where the preacher's at. Or this time of day, he'll be there himself. Thank you. So, da gibt es jetzt ein bisschen was zum Looken. Aber wir lesen natürlich erst einmal, ne? Proletariatis Bruzzola. Bald wird der Tag kommen, an dem das Volk seine verhassten Ketten abwerfen wird und mit einem Schlag des mächtigen Arms, der durch Arbeit und Kampf gegen das Elend gestellt wurde, den verachteten Zahn bezwingt. Mögen die aktuellen Ereignisse, die für viele so schmerzlich sind, eine Fackel sein, die die Flamme für eine rechtmäßige Revolution entzünden wird. Es bedarf nur einiger weniger Menschen, die stolz ihr Haupt erheben und ihre Arbeit niederlegen, damit die Flamme zu einem Feuer wird, das den Unterdrücker verbrennt und unser Land reinigt. Ja, genau, es war auf alle Fälle zur Zahnzeit. Fragt's mir nicht, wann die war, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Es geschieht bereits. Die Arbeiter in den großen Städten bereiten sich auf Maßnahmen vor und auch die Bevölkerung auf dem Land schließt sich dem Kampf an. Die Stunde der Entscheidung ist gekommen. Lassen wir uns nicht entmutigen. Oh, da war irgendwo ein Hund. Wo ist Hundi? Ah, da oben ist Hundi. Streicheln. You guys already got what's yours this week. Molchat, we're here to keep order and that don't come free. It's getting colder, so the price is getting higher. Hey, T. Nice boots. Are they warm? Ja. Jetzt kann man da wieder verschiedene Ankurven geben. Da gibt es natürlich auch dann eine Reaktion vom Gegenüber. Das mit dem Krönchen ist eine stolze Antwort. Sie schöpft nicht nur aus der Stufe deines Lasters des Stolzes, sondern nährt sie noch weiter. Also, wenn ich da den Dämon dann habe oder einen Stolz, dann... Aber wir dann jetzt erst einmal den Ärger I'm vermeiden. not here for long. I'm looking for a certain healer. First you gotta make a donation. To the Tsar's army. Warm boots, for instance. And a coat. He won't need a coat once he's lost his boots. It's your Znami. We're the Tsar's soldiers.
Those don't look like soldiers' faces. Closer to thieves. I don't think he'll talk to us voluntarily. Siegesbedingungen. Wenn deine Feinde all ihre Lebenspunkte verlieren, gewinnst du den Kampf. Die Lebenspunkte der Feinde werden als Balken unter ihren Füßen dargestellt. Deine Lebenspunkte siehst du im Balken oben links auf dem Bildschirm. Den Kampf beginnen! Jawohl! Das muss mein Webcam davor, das ist blöd. Aber gut. Ich kann hier jetzt eine reinhauen. Ich kann ja mit einem Schlag eine betonieren, braucht aber natürlich länger, bis ich den Schlag lande. Das hatten wir letztes Mal schon. Ich kann ja auf den wechseln und kann ihm da auch eine betonieren, aber der... Also erst mal schalten wir Ohren aus, da die behaupten. So. Und jetzt schön eine... So. Handlungsablauf. Durch Tiefensicht kannst du die Handlungen deiner Feinde vorausahnen. Um zu erfahren, was sie vorhaben, öffne den Handlungsverlauf oben auf dem Bildschirm. Geschwindigkeit von Fähigkeiten. Jede Fähigkeit hat eine bestimmte Geschwindigkeit. Langsamere Fähigkeiten sind stärker, aber erfordern Vorbereitung. Dadurch läufst du Gefahr, dass ein Feind zuerst angreift. So. Das ist unsere Tiefensicht hier oben. Und ich kann ihm aber trotzdem eine festere betonieren, weil ich hier bin. Und er ist erst da hinten. Das heißt, ich kann ihm jetzt eine richtig schöne Nussen. Und dann kommt er erst wieder drauf. Ich hoffe, er mir aber in seine scheiß Rippenbrocher. So. Und ich sehe ja da unten, langt das, dass er abkratzt oder nicht? Oder beziehungsweise bewusstlos ist, weil ich glaube, denke mal mit der Faust. So fest. So ein Halsschlag werde ich denn das nicht haben, dass der jetzt abgekratzt ist. Serves the Ruskies right. They won't report us. They'll be too embarrassed to admit some cripple got the better of them. Wunderbar. Dann sind wir uns ja jetzt einig. Schon blöd, wenn man zu viel Stolz hat. Ich wollte den Hund streicheln. So, hier Good Hundi. boy. Ja, good boy. Ja, feini, feini. Oh, ich wollte ihn streicheln, nicht bloß good boy sagen. Vor allem habe ich erst vorher nachgeschaut, ob das ein Boy ist. Woher weiß ich, dass das ein Boy ist? Man weiß es nicht. So, da hinten ist unser Kumpel Rasputin, den kennen wir noch aus der Demo. Neuigkeiten aus Jerewan. Wie unsere Berichterstatter melden, ist der neu ernannte Generalgouverneur der Provinz Jerewan, Prinz Napoleon Louis Joseph Jérôme Bonaparte, soeben in der Stadt eingetroffen. Die höchsten Staatsbeamten waren bei der Begrüßungszeremonie anwesend, an die sich ein Abendessen mit den Vertretern der Bedeutungsfamilien Jerewans anschloss. Die Ansprache des Generalgouverneurs an die Stadtbevölkerung wird in den nächsten Tagen erfolgen. Haben wir nur irgendwo... Ja, ich weiß schon, dass ich hinten muss, danke. Aber sonst haben wir nichts mehr, aber mehr. Forgive me, sir. Is your name Grigory Efimovich Rasputin? I forgive you. I'm sorry. It's just I've been looking for you for a very long time, and... And you expected his thinking simpleton. An illiterate who swindles sick people and claims he can speak to God himself. I already said I forgive you. Yes, I've heard. Especially in Petersburg. I've also heard about the healings. Even hopeless cases. Inexplicable ones. And what do you believe in? Ja, die 2, weil, was das kann ja jeder If you Quacksalber help me, I'll daherkommen. believe all of it. And please believe me when I say I've tried everything short of a miracle.
And I know the meaning of that word. I'm a thaumaturge. Where are you coming from? Jetzt nicht googeln müssen, er sagt ja selber, dass er Thaumaturge ist. Mann, oh. Ich kann es immer nicht aussprechen. Aber jetzt habe ich es gut ausgesprochen, ja? Ja, gut. Woher kommen Sie? Erklären, wie du ihm aufgespürt hast, sagen, dass du in Warschau geboren wurde. I first learned of you in Paris. A charismatic miracle worker from Russia. I even heard about you from my doctors. By the time I got to Petersburg, you were already gone. I've crossed almost 3 continents, through Siberia, India, and half of Europe. But if you're asking me about my origins, I'm from Poland. From which Poland? The Russian one, the German one, or the part that belongs to Austria? From Warsaw. Do you have a name? Wiktor Szulski. On my path, I've already come across people who've lied to me about their problems, and then gone around calling me a charlatan. After them, others arrived, with pitchforks and torches, and I had to endure insults and spit in my face, or flee for my life. And now you say you're a wizard from an imaginary country that no one has seen on a map in over 100 years. Forgive my amusement. I haven't had my first coffee yet. I forgive you, and I'm still asking for help. Prove you're a thaumaturge, and I'll hear what you have to say. Beweisen Sie mir, dass Sie ein Thaumaturg sind und ich werde Sie anhören, die Herausforderung annehmen, zugeben, dass deine Kräfte nicht ganz auf der Höhe sind. Nee. What would you like me to do, sir? I've met a few of your kind, so I know what you're capable of. Find something in this tavern that belongs to me, and tell me something only I could know. First, I need to have something personal that belongs to you to learn your trace. It's a sort of pattern I'll use to recognize the other objects. Smell this. Gebetskette, eine vom Alter gezeichnete Gebetskette mit 30 Knoten aus Wolle. Die Wollfäden sind zum größten Teil vom Feuereifer durchtränkt, der von den Gebetsperlen ausgeht und zu einem geringen Teil von dem Talg, den die kräftigen Finger ihres Besitzers absondern. Die Kette pulsiert mit einer Mischung aus blauer Verzückung, lilafarbener Leidenschaft und stahlgrauer Intensität. Die Perlen brennen unter deinen Fingern, ziehen dich aber auch magisch an. Okay. Rasputins Schlussfolgerung, Rasputins Wunsch. Seine Begeisterungsfähigkeit und seine Leidenschaft verleihen Rasputin eine geradezu magnetische Anziehungskraft. Er hat einen ansprechenden Charakter, ist mutig und kämpferisch, ein geborener Anführer. Man muss nur vorsichtig sein, sich nicht an seinen Feuereifer zu verbrennen. Das Objekt nochmal untersuchen, nur mal anschauen hier. Have you figured anything out yet? I'll return to you in a moment. I can hardly wait. Beobachtungen sind Informationen, die du beim Umgang mit Menschen und Gegenständen sammelst. Aus Beobachtungen kannst du Schlussfolgerungen ziehen und so mehr über die Welt und verschiedene Ereignisse erfahren, was in vielen Situationen hilfreich sein kann. Tiefensicht und Objekte. Thaumaturgen besitzen die Gabe der Tiefensicht. Damit können sie an Gegenständen Spuren von Gefühlen, Taten, Worten und Gedanken finden, die jemand anderes hinterlassen hat. Um diese Spuren zu erkennen, musst du die Dimensionen Herz, Hand, Mund und Hirn ausreichend entwickeln. Spuren. An manchen Gegenständen findest du eine Spur der Persönlichkeit eines Menschen. Sie kann 3 Gestalten annehmen. Unbekannt, du siehst sie zum ersten Mal. Bekannt, du hast die Spur schon einmal gesehen, bist aber nicht sicher, zu wem sie gehört. Vertraut, du weißt genau, wer sie hinterlassen hat. Spuren werden nur sichtbar, wenn du eine Prüfung deiner Tiefensicht bestehst. Let's take a look around. Boom. Es funkelt alles. Ah, okay, verstehe. Da kanalisiert sich was. Who would have thought there were such layers of passion within him?
Gebetsbuch, ein kunstvoll verziertes Gebetsbuch mit Gebeten für die russisch-orthodoxe Liturgie. Es vibriert mit einem schmachtenden, lustvollen Stöhnen, ein Hauch von Seide, ein Duft von teurem Puder, wie man es am Hofe trägt. Etwas Weiches und Warmes, worin jedoch auch der Keim des Schmerzes steckt, den der bevorstehende Abschied und die darauffolgende unstillbare Sehnsucht hervorrufen wird. Dimensionskraft zu geringen Hand. Also das kann ich noch nicht. Gesicherte Spur, Rasputin. Schlussfolgerung ziehen. Rasputins Leidenschaft. Wer hätte gedacht, dass dieser Priester dermaßen heißblütig sein könnte? Hinter der Maske des Heiles verbirgt sich überraschenderweise ein herausragender Liebhaber, dem die Frauen Herz und Schoß öffnen. Vielleicht ist dies eine seiner Heilmethoden. Ja. Das geht's. Schuh. Ja, der hat ja die russische schmutzige Schüssel. Eine schmutzige Schüssel, aus der jemand Eintopf gegessen hatte. Ja, das ist jetzt nichts für uns. Ja, aber jetzt sind die Finsel alle weg. Genau. Careful you don't get achy feet. You're not too worn out. You look a little peaked. Any moment now. I have all day. Achso? Ja, fertig. Ich suche das Wirtshaus und finde Rasputins Gegenstände, also mehrere gleich. Ja, aber wo denn noch? Okay, es ist schon da in dem Bereich. Ah, da findelt's nur rum, ja, freilich. Müssen wir schon noch. Das ist wirklich ein hervorragender Eintopf. Berichte Rasputin, was du gefunden hast. What have you learned, wizard? Well, you're a zealous man. It permeates every level of your personality, your faith, your abilities. Not such an impressive discovery. I haven't finished yet. In Petersburg, you left behind a very devoted and very young lady-in-waiting. At least one, my friend. Have a seat. Tell me again, why were you looking for me? Dein Problem erklären, nach der Hofdame aus Petersburg fragen. Da kann ich jetzt nicht widerstehen. I can't help but ask you about that young lady from Petersburg. Careful, I'm starting to like you. But not enough to tell you about Petersburg. How do you think I might help you? A few years ago, I attempted to catch a wild saluter, and that ended with me losing contact with my first saluter. That means I can't develop my abilities. I know that my Uber is there. Sometimes he shows himself, but I can't feel the link anymore. Generally speaking, I'm losing it more and more each day. If it disappears, my mind... I'll lose my sense of reality. I'll fall into madness. I don't know if I can help you. Ja, na, zahlen, ich hab kein I Geld. don't have much dignity left. I'm prepared to beg for your help. That won't be necessary, Victor. I meant I don't know if I'm able to help you. My gift is something I've received from God. Some I've helped, others I can't say. And I've never treated a thaumaturge. Maybe just do the same with me as with the others. We can try. Focus on my voice. You are safe. As long as you can hear my voice, you are safe. Let me gaze into your mind. Let me see through your eyes. Let me... Where am I? Rasputin. There's no one in here. Okay. Wir sind jetzt da in meinem Kopf unterwegs. Das ist ein bisschen zusammengefunselt. Da ist mein...
I need to get out of here. Dämonenkumpel. Ja, dann What lass is uns this einfach mal sound? nach. Shackles? Hm? You're blind. You've never grasped the science of spotting the perfectly obvious. Can you still not see? What do I supposedly not see? Flaw clouds your vision. It always has. Pride. Your damned pride and sense of superiority. I must have gotten that from you, father. You'll lose, idiot. You always do. You're even losing against yourself. You can't see, but can you at least hear? You're weak, stupid, and blind. Mhm. Also unser Vater ist richtig stolz auf uns. Das ist Do you hear Tutti. me? Do you? Do you? I can see, father. Clearly. Ja, jetzt ist er nimmer so. Will you be lying there much longer? I wanted to sweep. Where's Rasputin? In the cemetery, chasing away evil spirits and giving people comfort. You all right? Yes, yes. Absolutely. Ja, wir schauen ja schon viel I besser wanted aus. to sweep. I'm just heading out. It's so good to see you again. And something else. I saw him clear as day. It wasn't a vision. It was a saluter, unbound by a pact. A wild one. And if so, that means there's someone in the village with a flaw that's attracting it. You talking to me? I was praying. I want wanted to sweep. Verpiss dich, auf Deutsch gesagt. So. Oh, wir haben hier eine 1. Entwicklungspunkte. Der Einband deines Grimoires zeigt dir deine verfügbaren Thaumaturgie-Punkte. Werte deine Fähigkeiten auf, verbessere deine Kräfte in verschiedenen Dimensionen und jage Salutoren, um dich weiterzuentwickeln. Also Salutoren sind die Dämonen. Genau. Da könnte ich jetzt noch weitermachen, oder wie? Weil da, also, das haben wir ja auch schon, oder wie? Kosten 1. Glücksspiel. Gibt eine Chance von 60% den doppelten Schaden zuzufügen. Dimensionskraft Herz. Dieses Upgrade erweitert die Dimension um einen Punkt Herz. Entspannung steigert den Fokus um 3. Gedankendieb senkt den Fokus um einen weiteren Punkt, wenn der Feind vom Status gepeinigt getroffen ist. Schicksal gibt eine Chance von 50% die geplante Aktion des Feindes zu unterbrechen. Ja, auch schön. Ich würde aber Upir, dank Rasputins Hilfe ist eine Verbindung wiederhergestellt. Manipulation. Ja gut, aber also das ist mein Upir, das ist mein Chefi. Und da sehen wir andere Dämonen, das haben wir schon. Oh, da geht's noch weiter. Oh, oh, Alter, der sieht aus wie so ein Krampus. Ich will den hier. Das wird mein Ding hier. Jetzt gehe ich aber erst einmal in die Richtung. Achso, kann ich den versetzen? Na. Er hat auf alle Fälle A-Fähigkeiten.
Dann mal wieder zurück hier. Ja, wie gesagt, Chance von 60% doppelten Schaden rauszuhauen, ist halt schon erst einmal geil. Weil wir werden erst einmal hart aufs Maul kriegen. Aber wir müssen ja schon auch kämpfen und so. Da ist jetzt das schon mal eine gute Investition. Die Quests haben verschiedene Ziele. Du kannst selbst auswählen, welches Ziel du verfolgen möchtest. Sobald du ein Ziel ausgewählt hast, siehst du, was du tun musst, um es zu erreichen. Manchmal ist der Weg zu einem Ziel so verschlungen, dass selbst ein erfahrener Thaumaturg diesen nicht erkennen kann. Keine Sorge, die restlichen Ziele zeigen dir auf, wie du die Quest trotzdem erledigen kannst. Ah ja. Okay. Hundi! I felt something. Where is it? Was gespürt hier, aber... Ja, ich weiß schon, wo ich immer... Oh, muss ja hier erst mal... Am I sensing? Ja, jetzt... Was ist hier noch? Hey, hier alles nixen. Da wurzelt was rum, kann es sein, ne? Auf jeden Fall, designtechnisch schaut sowas sau cool aus. Da ist auch was. They'll all gawk, but without lifting a finger. Just Vesna will bring it, Vesna will help. But if Vesna needs help with something, there's nobody to be found. That's not yours, don't touch. All these newcomers causing more problems. Magst du den Kabel nicht mitnehmen? Tragst du nicht noch, eine gute Frau? Aber ja, wenn wir uns richtig erinnern, aus der Demo kennen wir sie. So. Jetzt schon wieder ein Fähigkeitenpunkt. Ja, cool. Kann ich dann? Es ist wahrscheinlich die ganze Kampflinie. Jetzt möchte ich aber mal schauen. Ja, ich hab gesagt, wenn es unterbrechen. Ja, ich weiß auch nicht. Da haben wir mal Dimensionskraft, Zunge. Genau, wir gehen jetzt erst einmal ein bisschen auf die ersten Kampfskills. Und dann passt das. Das Menü ist schon ein bisschen anders geworden. Also ich hab's ein bisschen anders in Erinnerung. Aber ja, es war eine Demo, es soll ja ein bisschen was Neues kommen. Also da bin ich schon dabei. Rasputin. Ja. Das, sag's ehrlich, das lesen wir vielleicht wann anders einmal, aber... Excuse me. I need to get to the local cemetery. Could you give me a lift? I've only just come back from the post office this morning. I'm not getting the horse going again. Back to the cemetery. It's not like anyone there is going to run away. And look, my horse is more dead than alive. Kutscher, der Kutscher will mich nicht zum Friedhof bringen. Vielleicht kann ich meine Kräfte dazu einsetzen, seine Meinung zu ändern. Etwas entgeht dir nach wie vor zu weit. Ja, dann gehen wir dabei. Und jetzt muss ich praktisch schauen, dass ich den Kutscher irgendwie überrede. Also, okay, du kannst Manipulation, du kannst andere Menschen durch Thaumaturgie manipulieren. Dazu musst du zuerst Schlussfolgerungen ziehen, um die Geheimnisse einer Person herauszufinden. Wenn du jemanden manipulieren kannst, verändert sich das Interaktionssymbol und der Upyr erscheint neben dieser Person. Da können wir nichts manipulieren hier. Aber hier ist Maischer her. Schaufel. An der Schaufel kleben noch Schlamm und Eis. Der Kutscher musste die Räder der Kutsche aus dem weichen Untergrund befreien, der sie verschluckt hatte. Okay. Da ist noch was. Untersuchen. Tuch. Der Kutscher hat sich mit diesem Tuch den Schweiß von der Stirn gewischt. Das Tuch verströmt den sauren Geruch der Erschöpfung. Seine Knochen knackten und seine Muskeln brannten wie Feuer, während er versuchte, die Räder aus dem weichen Boden zu befreien. Und keiner half ihm. Es ist sein Job. Es ist sein Schicksal.
Jetzt haben wir die Spur gesichert. Der Kutscher ist müde und erschöpft. Es ist harte Arbeit, die Kutsche alleine auszuladen. Und er wünschte sich nichts weniger als eine kleine Pause. Ich kann sein Leiden lindern. Okay. Manipuliere den Kutscher. Ja, genau. Jetzt ist unser Opier da. I'm not going anywhere. Die Müdigkeit des Kutschers verschwinden lassen. Herz, Stufe 1. Maybe you'll change your mind and drop me off at the cemetery after all. Well, on the other hand, this place isn't much more exciting than the cemetery, and I meant to take the horse out for a ride, so get on. Das fand ich, das ist wie so von der Witcher, diese Hexerzeichen, wenn man jemanden manipuliert. Ich finde das eigentlich ganz cool gemacht. Das ist für mich ein persönliches kleines Easter Egg. Da ist Rasputin, genau. Jetzt müssen wir mal schauen, gibt es hier sonst noch was außer das sind. Ah, schau, da gibt's schon was. Grab des Starosten Wassili. Starost Wassili ist gerade einmal vor einem Jahr gestorben und sein Grabstein wurde bereits beschädigt. Warum? Oder ist... Na, Wagen nehmen. Finde Rasputin auf dem Friedhof, machen wir jetzt erst. Ach so, wenn ihr da hinklickt, dann snappt's auch da hin. Mhm. Nice. You're alive. Does that mean I helped, Thaumaturge? I don't have enough words to thank you for what you've done for me. I haven't felt this way in years. I'm glad I could help. I see him. My Uper. He's back. I can feel our bond growing stronger as each moment passes. I'm happy for you, but do restrain your joy. We're in the cemetery. Ja. When I heard you were at the cemetery, I was sure I'd see you resurrecting the dead. Not yet. Today I'm just praying for rest for Vasili's soul. The whole village is suffering after his loss. He was the elder here. He cursed this place. Since he died, darkness and misfortune have hung over the village. You see? To them, every harm comes down to witchcraft. They believe that after Vasili's passing, the village was possessed by some monster that howls at night or some other Yafiets. Untergang. Die Bewohner sagen, dass seit dem Tod des Starosten ein Fluch über den Dorf liegt. Kleinere Streitigkeiten werden sofort zu blutigen Auseinandersetzungen. Die Menschen sind angespannt und verschlossen. Die Situation sieht nicht gut aus. Ja, also da hockt dann praktisch irgendwas Böses im Busch. So. What changed in the village after the elder died? It's all dreadful, sir. Everything's gone topsy-turvy. When folks get to arguing now, they're so hot-headed. Before you know it, they're at one another's throats. Ladies have no patience for kids, nor lads for ladies, nor neighbors for neighbors. Any word might seem offensive and like an insult waiting to happen. Then you've got to fight. Tragedies such as Vasili's death leave their mark on everyone. It takes time to come to terms with something like this. That doesn't mean this place is possessed by dark forces. How did this elder die? There was a fire, sir. Flames shooting sky high, and him burning, swearing, speaking curses. And the curse stuck. Those ruins seem a profaned place now. A wicked spirit has taken over the blighted land. Don't encourage her. Once she gets going, it can't be stopped. Na, das müssen wir This schon could also hören. be the work of a Salita. What do you mean? Tod des Starosten. Das war kein friedlicher. Der Starost starb in den Flammen, die sein Haus verzehrten. Die Bewohner sprechen voller Schrecken über die Ruinen. Angeblich seien sie verflucht. Gut, tippitoppi. Klingt ja vielversprechend.
As you were healing me, Ich I trinke had dabei a was. dream, a vision. But on the borderline of sleep and wakefulness, I thought I saw a salutor. That's what might be influencing the villagers in Wailing at night. They're good people, but none too bright, Victor. I'm afraid they might be talking about a train. The wise woman was saying the evil spirit is a Bukavach. Does the creature hunting you rattle chains, slither around, and have a mouth full of giant fangs? A Bukavach. Where did this elder live? I'll show you. Let's allow Vasily's soul to rest for today. Amen. Aber glaub, meine Frau hat auf dem Friedhof behauptet, dass das Dorf von einem Lich heimgesucht wird. Sein Name ist Bukavach. Ja, würde ich da jetzt so unterschreiben? Was haben wir da für ein Unser? Ah, da auch wieder. Was ich natürlich schon lesen möchte, sind diese Sachen, diese mythischen Sachen. Einfach weil ich es mega interessant finde. Upir, mein erster Salutor. Er kam vor mehr als 15 Jahren zu mir und ich bot ihm mein Herz und mein Laster des Stolzes an. Indem ich versuchte, andere zu fangen, fiel ich in einen Strudel aus Qual und Entbehrung. Das kostete mir meine Verbindung zum Upir. Nun kann ich weder seine Kraft nutzen, noch ihn vollständig ansehen. Wir sind beide Schatten unserer alten Selbst. Ich kann ihm nicht helfen, aber ich habe von jemandem gehört, der es kann. Der Upir ist zurück und mit ihm seine Kraft. Es ist großartig, ihn wiederzusehen. Der Upir ist der Geist eines slawischen Adligen, der sein Leben und das seiner Gefährten verspielte und dann in einem ehrenhaften Kampf starb. Deswegen stehen die Laster, die ihn anziehen, im Zusammenhang mit Arroganz, Mut, Ehre und Stolz. Mein Upir fand zu mir, als mein Stolzgefühl und mein Verlangen danach, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, unüberwindbar wurden. Vor 15 Jahren entschlossen sich Abaurizi und ich gegen den Willen meines Vaters selbstständig zu handeln. Jeder von uns musste dafür auf eigene Weise büßen. Er ist in der Lage zu heilen. Die Stärke seiner offensiven Fähigkeiten hängt von den Lebenspunkten ab. So. Dann dem werde ich vielleicht dann meine Hand anbieten, wenn ich das so richtig sehe, weil das sind ja die Dinger, also die Grimmer, die fangen wir an, liebe Pokémon. Da geht nichts zu. So, Bukavach werden manchmal in Legenden und Sagen in Syrmien erwähnt, einem Teil des Königreichs Kroatien und Slawonien. Sie verkörpern brutale Gewalt und die erbarmungslose, unausweichliche Bestrafungen der Sünden. Dann haben wir noch einen Paimon. Ich weiß nicht, warum die Zunge da schon da ist, aber gut. Du warst so schön, gefallener Engel, voller Eleganz, Energie und Farbe. Ich dachte, dass du mein Lehrer sein würdest, dass du mir die Welt der Philosophie, Kunst und Magie offenbaren würdest, dass wir zusammen die Geheimnisse der irdischen Elemente und der menschlichen Herzen entdecken würden, dass ich zu etwas Höherem aufsteigen würde, dass ich mit 2 Salutoren erreichen würde, was bloß den Stärksten vorbehalten ist. Stattdessen hast du mich zerstört. Du hast mit Albträumen und Visionen meinen Verstand zu Staub zermahlen. Dank dir bin ich nichts weiter als ein Schatten. Ah, das ist die, wo uns aufgehaxt hat. Okay, alles klar. Habe verstanden. Paimon, ja, ist tatsächlich laut Bibel, glaube ich, ein gefallener Engel, soweit ich weiß. Also, ja, coole Sache. Und ja, jetzt können wir wieder untersuchen, was ich das Gehöft finde. Ja, genau, also muss ich jetzt das Gehöft wieder zurück. Also, das ist Dorf und das ist sein Gehöft. Aber ja, da ist auch noch ein wenig. Das glaube ich kennen wir auch schon aus der Demo. Aber wir lassen uns überraschen. Vielleicht haben sie ein bisschen was Neues eingebaut. Wenn nicht, ist das halt eine gute Wiederholung, dass wir überhaupt wissen, was abgeht. Nämlich keinen Dunst. Das bloß, dass ich Hunger habe und demnächst die Folge beenden werde, was futtern werde und dann weiterspielen werde. It's the smell of mystery.
A smell of mystery. Türrahmen, ein zerstörter Türrahmen. Wie durch ein Wunder hat er das Feuer überstanden. Die dicken Linien der Maserung sind noch auf den Türrahmen zu sehen. Sie verformen sich zu Worten, die wie hineingemeißelt wirken. Laute Worte, als jemand die Tür aufbrechen wollte, als die Scharniere nachgaben, die dann in der stummen Leere halten. Die Angst vor dem Feuer sitzt tief im Holz des Türrahmens. Auch die Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren. Mhm. Da. Horrible death. Ein schrecklicher Tod. Ort des Todes, ein getrockneter Blutfleck. Naja, hier so vielleicht. Ein getrockneter Blutfleck. Die Holzdielen des verbrannten Hauses haben das Blut gierig aufgesogen. Im Blut haftet Schmerz. Es floss schnell. Die von der Schere verursachte Wunde war nicht tief, aber tödlich. Die Lebenskraft entwich aus dem Körper, das Herz stolperte und verkrampfte und der Verstand erkannte das bevorstehende Ende. Einen kurzen Augenblick war es still, dann flackerten die Flammen auf und der Schmerz kehrte zurück. Haben sie schön bildlich beschrieben, wie man sich fühlt, wenn man abgestochen würde. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn es wirklich so ist, dann Halleluja. Dann hoffen wir mal alle, dass wir geschmeidig einschlafen, wenn es soweit ist. Rasputin reden, finde die Person. Erst mal hier nur gehöfteln. I felt something. Ah, schau her, da geht's nochmal. Oh well. Gürtel, ein verkohlter alter Gürtel aus schweren Gürtelschnallen aus Metall. Okay, was hängt der da rum? Also da... Ich nenne diese Flimmerdinger jetzt einfach Sprengsel, weil die erinnern mich voll an die Sturmfeld-Chroniken. Da flimmert auch so Zeichen über die Hand. True fear. Das sind so kleine Geistchen und die haften sich an verschiedene Sachen oder Elemente oder Emotionen und die heißen einfach Sprengsel. Deswegen nenne ich die Dinger jetzt einfach Sprengsel, weil irgendwas brauchen wir für diese Leucht... Ich meine, Glühwürmchen-Squad wäre eine Idee, aber nee. Stoffpuppe. Eine verkohlte Stoffpuppe. Sie sieht sehr alt aus. Angst bildet eine steinharte Kruste um die Puppe. Sie besteht aus vielen Lagen, ähnlich der Lackschichten auf einem alten Ölgemälde. Über der Angst eines Kindes liegt die Furcht eines Mädchens, darüber das Grauen einer jungen Frau. Die Gefühle formen eine Wolke aus Terpentin, die einem die Kehle zuschnürt und Tränen in die Augen treibt. Gespeicherte Spur Vesna. Vesna ist die, wo wir gerade getroffen haben, ne? Also, die hat's da anscheinend nicht so schön gehabt. Ah, da ist mein Upir wieder. Da müssen wir mal kurz abbatteln. This house was always full of fear, and its owner was still alive when the house caught fire. Someone wanted to kill him. The fire only covered up the crime. Boah. The murder gave birth to the flaw that you attached to, didn't it? I'll find you when I track down the murderer. I know who owns this doll. Maybe I should give them back to her. She ought to know more about what happened here. Vesna Spur. Dieselbe Spur, die auch an der Stoffpuppe und dem Apfel klebte, den die Frau fallen gelassen hat. Vesna riecht nach Angst. Ihre Nerven sind gespannt wie Drahtseile. Ihr Herz zittert, ihre Finger sind steif und ihre Gedanken schweifen ziellos im dunklen Wald der Furcht umher. Wenn ich ihr Haus finde, kann ich vielleicht den Grund für ihre Nervosität herausfinden. Victor! Victor. I hope you've got what you want now, Thaumaturge. Because I think it's time to get out of here. Man sieht schon wieder, zäh. Why the hurry, Father? We're the Tsar's men. How about the donation for the Tsar's army? There are no Russian outposts here. I think this is the guy with the nice boots. You're the guy who trashed our comrades? Ja, sagen und dann merken, dass du es wieder tun kannst. Sagen, das ist jetzt nicht schon wieder das
Nicht auf die Stufe der Seeschiffen. Sagen, dass die Chancen jetzt ungleich sind. Sagen, dass jemand... Jetzt machen wir die I can stolze do Antwort. exactly the same to all of you. He's not as weak as he looks. He actually looks better than he did the other day. But not counting the priest. He's still alone. Not anymore, I'm not. Das Fressbrett, Brudi. Den Kampf beginnen. Was kann man eigentlich nur Upgrades anpassen? Hä? Fähigkeiten aufwerten. Jede Fähigkeit lässt sich aufwerten. Platziere das Upgrade an dem speziellen Platz auf dem Fähigkeitssymbol. Jedes Upgrade nimmt etwas Platz ein. Überlege dir also genau, wie du vorgehen möchtest. Okay. Glücksspiel. Aha. Okay. Kraftangriffe. Hirnerschütterung fügt Schaden zu. Okay. Blitzangriffe. Also ich fände es halt cool, wenn mein schneller Angriff eventuell doppelt Schaden macht. So. Gibt eine Chance von 50% die geplante Aktion des Feindes zu unterbrechen. Ist ja lustig, wenn es aber volle Bockfotzen gibt, dass sie gar nicht mehr fangt. Das ist gut. Okay. Dann machen wir das einmal so. Und dann den Kampf beginnen und schauen wir mal. Kraftangriffe und Fokus. Um einen Kraftangriff gegen einen Feind auszuführen, musst du ihm einen kompletten Fokus rauben und ihn so in den Status Zusammenbruch zu versetzen. Kraftangriffe sind mächtiger als andere Fähigkeiten. Du kannst damit also den Kampf schneller beenden. Okay. Achso, da muss ich jetzt... Okay. Okay, und da sehe ich, wer von denen das ist. Er ist eher nochmal der mittlere. Ja, ich darf gern Erm. Erm darf ich gerne aber betonieren. Gut. Achso, und jetzt muss ich Erm steuern. Du und dein Salutor habt jeweils eure eigenen Fähigkeiten. Überleg dir, welche du einsetzen wirst und gib dem Salutor einen entsprechenden Befehl. Ja gut, du schnappst dir den zweiten. Du brennst dem... Ja, du machst auch seinen Fokus kaputt. Gut, die zwei greifen mir jetzt nimmer. Oh, Gelegenheit für einen Kraftangriff. Der Feind hat seinen kompletten Fokus verloren und befindet sich jetzt im Status Zusammenbruch. Das ist eine gute Gelegenheit, um einen Kraftangriff zu starten. Okay. Dann brezeln wir ihm jetzt eine. Und er brezelt ihm eine. Wenn wir immer noch genug Zeit haben. Immer noch genug Zeit haben, denen jetzt eine zu ballern. Und zwar hauen wir ihm jetzt mit dem Blitzangriff eins auf. Mit ihm hauen wir... Oh, das ist aber sauber zu langsam. Ne, wir können einfach nur mal seinen Fokus brechen. Dass der mich nicht umgreift. Jetzt ist aber da nochmal dran. Ja, okay. So, gut. Dann... kriegt er die Hirnerschütterung. Und bei ihm brechen wir wieder. Ja, obwohl, das braucht es eigentlich nicht. Er kriegt eine blutige Buße aufs Maul. So, wunderbar.
finde es übrigens cool, dass rundenbasiert ist, weil es halt einfach voll entspannt vor dich hinkämpfen kannst. Da habe ich schon Bock drauf. So. Are you alright, sir? Me? Yes, but can these Salutors also help you in a fight? Can you manipulate people and cast these demons into their minds? Generally speaking, yes. Are you sure you're alright, sir? Call me Grigori. Let's head back. I have to visit someone in the village who can tell me more about what happened here. Gut. Jetzt fahren wir noch zurück ins Dorf. Und dann war's das nämlich für die Folge. Wir haben jetzt natürlich noch nicht irgendwas Neues gesehen, weil wir noch mitten im Content von der Demo stecken. Oh, da wir kurz schon noch aufwerten. Und zwar möchte ich uns von denen zwei Gedankendieb senkt den Fokus um einen weiteren Punkt, wenn der Feind im Status gepeinigt getroffen ist. Entspannung steigert den Fokus um 3. Genau, wie machen wir das jetzt mit der Hand? Weil da kriegen wir jetzt dann den. Weil das ist ja eindeutig der Umriss von unserem Kumpel hier. Und ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Und dann war's das für die Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Und ich werde weiterspielen. Das heißt, es wird jetzt demnächst auf alle Fälle. Hoppala. So, das machen wir noch schnell. Das verliert dann nur mehr Fokus. Und dann passt es. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich werde halt noch weiterspielen. Das heißt, es wird jetzt dann wieder ein bisschen mehr kommen, hoffe ich. Und jo, schönen Tag auf alle Fälle. Ciao, ciao.